Ich bin Lea Amann, 36, Mitgründerin von Erischlini Softwarefirma in Zürich. Wir entwickeln Systeme für diskrete Vermögensverwaltung für Family Offices und Privatbanken, die lieber nicht im Rampenlicht stehen. Wir sind zu 5 im Team, im 5. Stock von einem nüchternen Gewerbebau in Wiedegg mit Blick auf den Gleis und den See ganz WYT hinter die Hochhäuser. Mein Zuhause ist anders. Mein Zuhause ist Genf, Altbau am See, schwäge Luxus. Mein Vater Markus Amann ist Partner bei ihrer alten Privatbank Amann und mein Bruder David schafft bei ihrer internationalen Beratungsgesellschaft, fliegt Business Class und schickt uns Family-Fotos aus Singapur und New York. Ich bin die, wo die sichere Stelle in der Compliance-Abteilung von ihrer Grossbank gekündigt hat, um etwas Eigenes aufzubauen. Für mein Vater ist das nie richtig Karriere gewesen, mehr so ein verlängertes Praktikum. Letzten April bin ich am Wochenende heimgefahren. Meine Mutter hat Osterlamme Bache den Tischtücher gestrahlt und es hat noch Kaffee und Zigarro gesteckt, wie immer. Wir sind in den alten Salon gesessen, mit Ölgemälde und dem Teppich, wo jedes Mal fast bestrüchle. Lea, hat mein Vater gesagt, hat sie Zigarro ausgemacht und mich grad Dreck angelügt. Niemand kennt deine kleine Firma. Dein Bruder schafft mit richtigen Namen, richtigem Geld. Er macht Karriere. Du machst Projekt. Ich hatte das mit dem Espresso klein zu fest angegriffen. Wir haben Klienten in Zürich, Bern, Zug, habe ich über zu mir gesagt, aber nicht laut. Am Tisch ist es Scherz ganz still geworden. Meine Mutter hat klein zwanghaft gelächelt, wie immer, wenn sie nicht will, dass wir streiten. Du bist geit, Lea, hat er wieder gemacht. Aber im privaten Banking zählt Renommee. Nicht PowerPoint-Folien und Start-up-Modewörter. Niemand hat je von deiner Firma gehört. Er hat den Namen von meinem Bruder erwähnt, den Titel, die Bonuszahlen, wo er eigentlich gar nicht hätte schäne wüss. Die Luft ist schwer geworden zwischen Kaffee, Putzmittel und dem dezenten Parfüm von meinem Mütter. Ich habe in den Augen vom David gelügt. Er hat weggelügt, hat nur langsam am Glas Wasser gedreht. Er hat schöne etwas sagen. Hat er nicht. Es ist gut, Papi, habe ich am Ende nur gesagt. Ich schon zurecht. Er hat Scherz genickt, so wie man nicht, wenn man mit jemandem abschliesst. Ein Thema ist weggeschoben worden, meine Mutter hat übers Gärtli geredet, über die Rosen, die zu früh ausgeschossen sind. Aber ich habe die Hand unter dem Tisch rausfahren gegeben, meine eigene. Sie hat klein zittert. Am ABE im Zug zurück auf Zürich habe ich mein Spiegelbild im Fenster angeschaut. Die Stadtlichter sind verschwommen Streifen gsi. Niemand kennt deine Firma, hat sie mir nonstop wiederholt. Ich habe das Handy aufgemacht, die Umsatzzahlen vom letzten Quartal angeschaut, die Mailliste mit abgewiesenen Offerten. Nicht dramatisch, aber WYT weg von dem, was mein Vater richtiges Geld genannt hat. Dort in der halbleeren Waggon habe ich langsam und ganz nüchtern entschieden, wenn mein Vater das nächste Mal von mir redet, soll er nicht mehr fragen, was ich eigentlich ganz genau mache. Er soll es wissen ohne Frage. Ich habe nichts gesagt. Aber ich habe etwas entschieden. Am Morgen nach dem Osterweekend bei IZ Zürich US am Zug gestiegen, grad noch müde, aber mit Z harte Energie im Mäg. In der Tram ins Büro ABE habe ich den Mail auf am Handy durchscrollt. 4 abgewiesene Offerten, eine neue Anfrage, aber nur für einen Pilot. Im 5. Stock ist die Lüftungsanlage wieder laut gsi. Jonas, mein Mitgründer, hat vor einem Whiteboard gestanden, Laptop halb offen, die Buchhaltung auf dem Screen. Du gehst nicht US, als hätte Ferien gehen, hat er gesagt, ohne sich umzudrehen. Familienferien, habe ich geantwortet und die Jacke an den Stuhl gehängt. Wie lang haben wir noch? Reine Liquidität. Er hat den Excel-Tab aufgemacht. 9 Monate, wenn nichts extra Schlimmes passiert. 7, wenn wir den grössten Schund verlieren. 9 Monate. Ich habe an meinen Vater gedacht, der von richtigem Geld geredet hat.
Im privaten Banking wär's ein Tool, wo nicht einmal in eine Fußnote vorkommt. Mir braucht's Mandat von Ihrer Privatbank, habe ich gesagt. Eins, wo mehr als Referenz braucht schönt. Nicht nur mein Family Office. Später am Tag habe ich den Newsletter von der Branche durchschaut. Zwischen Regulierungsmeldungen und Zinskommentar ist der Titel gestanden. Mittlere Privatbank sucht Lösung für integriertes Risiko und Reporting-System. Ich hat PDF aufgemacht und mein Hals ist trocken geworden. Ganz unten klein zu diskret formuliert, aber glasklar. Aman und sie Genf. Mein Herz hat einen Schlag ausgesetzt. Die Bank von meinem Vater. Die Bank, in der ich klein war, wo die Korridore immer noch gleich schmal sind wie früher. Ich habe Jonas geläutet, obwohl er im gleichen Büro gehockt ist. Schon Schürz? Er ist zu mir an der Pult schon. Ich habe ihm die Ausschreibung gezeigt. Das ist es. Er hat leise gepfiffen. Wenn wir das gewinnen, haben wir das Problem von den nächsten 5 Jahren nicht gelöst, aber die Grundfrage beantwortet, habe ich fertig gesagt. Er hat mich klein prüfend angeschaut. Redst mit dem Vater? Ich habe gerade gemerkt, wie sehr ich auf die Frage vorbereitet war. Nein. Wenn wir es machen, dann will ich, dass sie uns will, weil das System stimmt und nicht, weil sie die Tochter von einem Partner sind. Jonas hat langsam genickt. Dann schick in die Unterlage ohne Namen zuerst. Nur Produkt, nur Zahlen. Du schreibst ein Konzept. Nötig ist, dass wir in 2 Wochen etwas Vorzeigbares haben. 2 Wochen sind Worte zu Nacht mit zu viel Kaffee. Wir haben die Benutzeroberfläche nüchterner gemacht, die Protokollfunktion mit Doktor neue FINMA-Richtlinien abgleichen und ein Modul baut, wo geheimer ist als alles, was wir bis jetzt schrieben haben. Jede Transaktion, jedes Berechtigungslevel, alles verschlüsselt, alles protokolliert, aber so, dass ein diskreter Banker nicht das Gefühl hat, er wird überwacht. Irgendwann um 10:30 an Emi Freitag haben wir ein Konzept gekickt. 40 Seiten nüchtern präzis. Kein Marketingsbrüchli, keine Leuchtbilder. Nummern, Abläufe, Risiken. Die Woche drauf ist die Antwort schon. Wir bedanken uns für Ihre Unterlagen. Ihre Firma wird auf die Shortlist aufgenommen. Wir bitten um eine Präsentation in unserem Haus in Genf. Ich habe die Mail 3-mal gelesen. Genf. Ihre Bank. Und kein Wort Devo, dass ich den Namen an meiner Signatur habe. Die Präsentation ist Donnerstag in mich angesetzt worden. Ich bin am Vorabend viel zu früh vor einem sandfarbigen Gebäude gestanden, direkt hinter dem Quai, wo der Rebe bis in den Moor wächst. Es war der rechte Eingang, die diskrete Drehtür ohne Logo, nur mit der Messingtafel nebendran. Amal und sie Banke Privé. Ich habe mein eigenes Familiennamen so nüchtern gegeben, wie ich es noch nie gegeben habe. Keine Waffe, kein Schutz, nur Buchstaben in Metall. Im Empfang hat eine junge Frau im dunklen Kostüm gefragt, für wen ich da sei. Ich habe den Firmennamen von uns gesagt, nicht Minuten, sie hat nicht reagiert, kein Zucken, kein Wiedererkennen. Der Herr Luginbühl wartet im 3. Stock. Herr Luginbühl, IT-Leiter, kein Partner, kein Amann. Es war tröstlich und gleichzeitig eklig enttäuschend. Ich habe im Lift aufgeschaut, wie die Zahl aufleuchtet. 2. Stock, 3. Ich habe mir vorgestellt, wie mein Vater willig im 5. bei der Sitzungssäle hockt, keine Ahnung, dass seine Tochter gerade als mögliche Lieferantin im Haus ist. Vor dem Sitzungszimmer habe ich noch einen Moment still gestanden. Die Tür war zu, Holz, diskret, eine einfache Schrifttafel, Konferenz 3. Ich habe die Hände zusammengenommen, tief durchschnauft und mir gesagt, du bist heute nicht seine Tochter. Du bist Lea Amann, Mitgründerin von ihrer Firma, wo mir entweder braucht oder nicht. Dann habe ich angeläutet. Was hinter der Türe passiert, sollte nicht nur mehr über Software entscheiden, sondern über die nächsten 5 Monate, über die Frage, wer ich bin und wem ich bin, wenn mein eigenes Namensschild einmal irgendwo anders an die Wand hängt als nur im Briefkasten.
Die Präsentation ist nüchtern angefangen. Herr Luginbühl, schmal, klein Z gross Sakko, hat mit 2 Kollegen gegenüber von mir Platz genommen. Ich habe das Laptop an den Beamer angestöpselt, die Folie mit dem Titel «Integriertes Risiko und Reporting-System für diskretes private Banking» ist aufgelackert. «Frau Ammann, Sie haben 30 Minuten», hat er gesagt. Kein Wort zum Namen, keine Halbironie, nichts mit sachlicher Höflichkeit, wo ich so gut kann aus dieser Branche. Ich habe gerade nüchtern Schritt für Schritt, Datenflüsse, Rechtekonzept, Audit-Trail, wie man gleichzeitig die Firma beruhigt und diskrete von der Schunde wahrt. Keine Vision, keine Revolution des Bankings, nur mit präzise Antworten auf ihres Pflichtenheft. Zwischendurch haben wir Demodata gezeigt, ein fiktiver Unternehmer US-Zug, alte Familienstiftung US-Basel, Trust mit komplexerer Struktur. Alles so realistisch, dass ich bei jeder Ziele gewusst habe, welche echte Familie schön hinter dieser Konstruktion stecken. Am Ende hat das Zimmer klein nach Kaffee und Kabelwärme schmocken. Herr Luginbühl hat die Brille abgenommen und das Mäppli zugeschlagen. Ihre Lösung ist pragmatisch, hat er gesagt. Nicht spektakulär. Aber sie passt zu uns. Ich habe die Shirts nicht gewusst, ob es ein Kompliment ist oder eine Abfuhr. Wir wären bereit, in eine Pilotphase einzusteigen, hat er weitergeführt. Eine Geschäftseinheit 12 Monate. Wenn die Indikatoren stimmen, können wir ausbauen. Ich muss das jedoch mit der Geschäftsleitung abstimmen. Der Geschäftsleitung? Dort, wo mein Vater ansitzt. Mein Herz hat das kleine Sprüngli gemacht. Wie lang geht's, bis Sie entschieden haben? Habe ich gefragt. Formell 4 Wochen, hat er nüchtern gesagt. Informell, wenn Sie von uns nichts hören, ist das ein Nein. Wir haben die Hände geschüttelt, neutral, professionell. Nicht im Handdruck hat er, wo gerät, dass ich als Gintet in den Korridoren Versteckis gespielt habe. Im Zug zurück habe Jonas angeschrieben, Pilotphase in Sicht. 4 Wochen er hat zurückgeschrieben, wenn es chant, haben wir Luft. Wenn nicht, rede mir mit den Investoren. 4 Wochen sind worden zu 5. 3. Woche habe ich gemerkt, wie die Stimmung im Büro dünner geworden ist. Die 2 Junioren haben geflüstert über Alternativen, Jonas hat annächtigungsvoll Plan B brummelt. In der 5. Woche an Emmy ganz normale Zistig ist der Mail schon. Nicht von Herr Luginbühl, sondern von dem Sekretariat Geschäftsleitung. Sehr geehrte Frau Ammann, die Geschäftsleitung von der Ammann und sie hat in ihrer Sitzung vom 23. Mai beschlossen, mit ihrem Unternehmen eine Pilotphase zu starten. Details entnehmen Sie bitte dem angehängten Vertragsentwurf. Ich habe die Mail nicht lang nur angestarrt. Dann habe ich das PDF aufgemacht. 12 Seiten sauber sachlich. Und unten bei der Stelle für die Unterschriften hat es gestanden für die Ammann und Markus Ammann, Partner. Mein Vater. Seine Unterschrift direkt neben dem Firmenlogo. Er hat also mindestens die Unterschrift gegeben, willigt die Unterlage, willigt mein Dossier. Und trotzdem hat nie etwas gesagt. Am Nachmittag haben wir im Büro Prosecco aufgemacht. Keine laute Musik, kein Geschrei, nur meine ruhige Freude. Jonas hat mein Glas angesprochen. UF der erste Vertrag mit ihrer Privatbank. UF ein komplett reguläres Mandat, ohne Family Bonus, habe ich ergänzt. Aber in der Nacht, wo ich allein daheim war, habe ich den Vertrag nochmal ausgedruckt. Ich habe jeden Absatz markiert, die Haftung, den Service-Level, die Kündigungsfrist. Und immer wieder ist mein Blick auf den Namen ganz entfallen. Markus Ammann. Am nächsten Wochenende bin ich wieder heim. Meine Mutter hat wieder viel ZSI auf den Tisch platziert, es Schier ist gleich gsi, es Seeufer aus dem Fenster gleich ruhig. Mein Vater hat die NZZ aufgeschlagen über dem Dessert. Wie geht's in Zürich, hat meine Mutter gefragt. Gut, habe ich gesagt und das Löffeli für die Crème Brûlée abgelegt. Meine Stimme ist zu ruhig für das, was in mir rumgelaufen ist. Wir haben eine grosse Schuld.
Aha, hat mein Vater genuschelt, ohne die Zeitung ABE zu nehmen. In Privatbank habe ich weiter gesagt. Pilotphase. 2 Jahre möglicher Ausbau. Die Zeitung hat sich ganz langsam senkt. In Zürich hat er gefragt. In Genf. Er hat der NZZ zugeschlagen, sie ordentlich falten. Der Still ist so dicht wie der Teppich. Wie heisst die Bank, hat er freundlich, fast freundlich gefragt. Ich habe ihn angelügt, grad nüchtern. Du weisst es. Seine Augen haben die Schürze gesuckt. Es war eine feine, nüchterne Sekunde, aber ich habe gesehen, wie ein Puzzle sich in seinem Schopf neu zusammengesetzt hat. Ein Mann und sie haben langsam gesagt. Der Vertrag ist unterschrieben. Von dir. Ein Messer von seinem Dessert hat das ganz leises Schiergeräusch gemacht, wie wenn Glas über Porzellan rutscht. Er hat nichts gesagt. Meine Mutter hat aus dem Reflex so etwas wie «Ach ja» gemurmelt, aber ich habe ihre Blick gegeben, wie sie zwischen uns hin und her gegangen sind. Wir haben die Ausschreibung gegeben, habe ich nüchtern erklärt. Wir sind auf die Shortlist schon, ohne dass jemand uns verbindet hat. Die IT hat uns wählt, nicht du. Die Geschäftsleitung hat entschieden. Aber du hast unterschrieben. Er hat langsam die Serviette zusammengerümpft. Im Dossier ist nur von Lea Amann, Projektleitung, die Rede gsi, hat er leise gesagt. Ich habe nicht gesagt, weil ich schauen, ob er das Wort nicht gerade gefunden. Ob es unabhängig funktioniert. Die Luft ist schwer geworden. Vieux umsagt ist zwischen uns gestanden, seine Skepsis, meine Trotz, seine Verantwortung als Partner, meine als Tochter. Es ist unabhängig funktioniert, habe ich gesagt. Aber heute hätte ich dich gern nicht nur als Partner in die Unterschrift gegeben. Er hat die Hand auf die Tischplatte gelegt, alt, aber stabil. Vielleicht müsse ich dich zuerst als Geschäftspartnerin verstehen, bevor ich dich als irgendetwas anderes gehe. Der Satz war nicht so härtig, wie er hätte schön sein. Aber er hat etwas verschoben. In seinem Blick war kein Mitleid, nur mit prüfendes Anerkennen. Doch das Wichtigste ist erst ein paar Monate später passiert in der Lobby in Zürich, wo mein eigenes Namensschild an der Wand entschieden hat, wie weit wir zwei würden gangen auf dem neuen Boden zwischen Vater, Tochter und Partner. Die Pilotphase hat uns nicht reich gemacht, aber sie hat uns ZYD gekauft. Die ersten Monate sind nüchtern verflogen, Tickets im Support-Tool, Änderungswünsche, Sitzungen mit Herr Luginbühl und seinem Team. Jedes Mal, wenn im Protokoll Amann und sie gestanden ist, habe ich etwas länger dort rumgekratzt als nötig. Mein Vater ist selten direkt in den Mails aufgetan. Er hat über die Projektleitung laufen, nüchtern, professionell. Zweimal hat er mich zu kurzen Besprechungen in Genf eingeladen, nüchtern betitelt als Status-Update. Wir haben im kleinen Sitzzimmer gesessen, Laptop, Wasserflasche, keine Privatfrage. Ihr System macht unsere Revision nervös, aber positiv nervös, hat er einmal gesagt. Sie sehen plötzlich Dinge, die wir vorher nur vermutet haben. Das ist ein Ziel, habe ich antwortet. Transparenz, nüchtern dokumentiert. Er hat genickt, aber nicht gelächelt. Trotzdem, es ist keine Spur mehr von der Skepsis aus dem Osterbranch gsi. Noch am 8. Monat hat Amann und sie die Option für die Kündigung nicht genutzt, sondern ein Erweiterungsmandat unterschrieben. 2 weitere Geschäftseinheiten, mehr Benutzerin, mehr Integrationen. Für unsere Bücher hat es bedeutet, planbare Umsätze für die nächsten 3 Jahre. Für mein Team, endlich keine Diskussion mehr über Plan B. Mit dem Vertrag im Rücken haben wir entschieden, uns aus dem nüchternen Gewerbebau in Wiedek zu lösen. Jonas hat lang nach ihrer Liegenschaft gesucht, diskret, zentral, aber nicht Paradeplatz schon. Am Ende sind wir fündig geworden. Ein Haus in der Nähe vom Bleicherweg, 6. Stock, offene Fläche und im Parterre vorne dran gerade eine kleine Lobby mit Glasfront. Mir braucht das Logo an der Wand, hat der Innenarchitekt nüchtern gesagt. Sonst sieht jede, das ist nur mein Provisorium.
Nach langem Hin und Her haben wir uns UF AMA Systems AG als sichtbare Marke eingelegt. Der Buchstabe in gebürstetem Metall, 3 Meter hoch, über die ganze Wand verteilt, so dass es trotzdem dezent wirkt. Ich habe das Modell angeschaut und mir vorgestellt, wie es ist, dort jeden Morgen durch die Z laufen. Im Sommer, wo die Handwerker das letzte fertig gemacht haben, haben wir ein Team in die neuen Räumlichkeiten geführt. Die Lobby war kühl, Kalkstein am Boden, der Metallname an Doktorwand, der Empfangstisch gerade der wo. Kein Start-ups-Logo, kein Sitzsack, nur ruhige, konzentrierte Präsenz. Sieht US wie eine richtige Firma, hat eine von den Junioren gesagt. Wir sind eine richtige Firma, habe ich nüchtern antwortet. Aber ich habe gemerkt, wie es mir schadet hat, dass ich es laut haben müssen sagen. Mit dem Umzug sind auch die Sitzungen mit AMA und professioneller geworden. Herr Luginbühl hat vorgeschlagen, die nächste Quartalsreview in Zürich statt in Genf zu machen, weil sein Team ohne lange Zugfahrt schön schon, wie er nüchtern formuliert hat. 2 Tage später ist die offizielle Einladung US im Sekretariat schon, Quartalsmeeting Projekt Risiko Z. Ort AMA Systems AG Zürich. Teilnahme IT-Leitung Revision Compliance Partner Markus AMA. Ich habe die Mail 2-mal gelesen. Dann nochmal. Mein Name ist im Betreff, aber nicht als Tochter. Als Firma? Am ABE habe ich meinen Vater kurz angerufen. Du schaust also in unsere Räumlichkeit, habe ich so sachlich wie möglich gesagt. Es ist sinnvoll, den Lieferant direkt vor Ort zu geben, hat er antwortet. Und der Weg nach Zürich ist kürzer geworden, seit ich älter bin. Es ist nicht nur ein Lieferant, habe ich leise gesagt. Es ist meine Firma. Am anderen Ende von Doktorleitung ist ein paar Sekunden still gsi. Das wird sich am Donnerstag zeigen, hat er nüchtern gesagt. Ich freue mich auf eine präzise Präsentation. Ich habe aufgelegt und in die neue Lobby AB geschaut, wo noch ein kleine Farbe schmocken hat. In 4 Tagen wird mein Vater zum ersten Mal dort durch die Drehtür schon als Schund, als Partner, als etwas, wo ich noch keinen Namen gegeben habe. Seine Hände, habe ich mir vorgestellt, würden dann nicht nur Papiere halten müssen, sondern auch die Wirklichkeit von meinem Entscheid US am letzten April. Am Donnerstag vom Quartalsmittag bei Z früh im Büro gsi. Die Lobby ist noch halb im Schatten gestanden, der Metallbuchstabe AMA Systems AG haben das erste Morgenglitzeri aufgenommen. Ich habe mit der Empfangsfrau der Gästeliste durchgegangen. Luginbühl, 2 Leute US-Doktor Revision, ein Compliance-Verantwortlicher und Markus AMA. Soll ich die Familienbeziehung irgendwie notieren, hat sie gefragt. Nein, habe ich gesagt. Heute sind alle US-geschäftliche Grüne da. Um 9 Uhr ist der erste Termin schon. Die Genfer haben die Präzisionszug genutzt, natürlich. Ich habe sie ins Sitzungszimmer geführt, Glaswand, nüchterner Holztisch, Blichhaus auf den Dächern von Zürich. Wir haben Kaffee ausgestellt, Wasser, Mappen mit Kennzahlen von Doktor-Pilotphase. Um 8:45 hat das Telefon beim Empfang leise geläutet. Frau Ama, ihr Vater ist eingetroffen, hat die Empfangsfrau gesagt, Stimme sachlich, aber freundlich. Ich bin ABE in der Lobby. Die Drehtür hat sich langsam bewegt, wie in ihrer Szene, wo mir wüsst, dass jetzt etwas Wichtiges passiert, aber keine Musik läuft. Mein Vater ist in seinem dunkelblauen Anzug durchgekommen, graues Haar perfekt gestrählt, Aktenmap in Doktorhand. Er hat zuerst nicht zu mir aufgeschaut. Sein Blick ist automatisch die Wand abgefahren, wie bei jedem Banker, wo neu in einen Firmenkeller stand. Wo ist das Logo, wer zahlt da damit? Er hat Metallbuchstaben G. AMA Systems AG. 3 Meter breit, nüchtern, unübersehbar. Sein Schritt haben sich minimiert, als hätte jemand die Lautstärke von seinem Tempo abgestellt. Er ist stehen geblieben, gerade vor der Wand. Die Hand mit Doktor Aktenmap hat zittert so viel, dass ich aussenstigeres Willicht nicht gegeben hat. Ich has gegeben. Also hat er leise gesagt, ohne sich gerade zu mir zu drehen, jemand kennt deine Firma doch.
Ich habe neben ihn hinstellt mit genug Abstand, dass wir nicht wie eine Familie, sondern wie zwei Erwachsene wirkt haben. Mindestens die, wo heute in den Sitz kommen, habe ich nüchtern gesagt. Und ihre Revision? Er hat klein schmunzelt, so halb. Du hast dich nicht Schlei gegeben. Du hast mir im April geholfen, habe ich antwortet. Mit dem Satz. Er hat endlich zu mir aufgeschaut. In seinem Blick ist nicht Stolz im klassischen Sinn, er so es zurückhaltendes Anerkennen mischt mit ihrer Art Respekt, wo mir fremd ist zwischen uns zwei. Ich habe den Vertrag unterschrieben, weil das Dossier gut war, hat er leise gesagt. Aber heute gehe ich zum ersten Mal, was das für dich heisst. Ich habe den Raum geschaut, den nüchternen Empfang, die Wand, die Glasfront, den Namen. Für mich heisst es, dass ich nicht mehr nur mit ihren Namen trage, habe ich langsam gesagt. Sondern etwas, wo ich selber aufgebaut habe. Er hat klein Luft durchschnuffen, wie einer, wo einen Entscheid nimmt, wo nicht in seinem üblichen Schema ist. Im Protokoll von heute wird stehen, Sitzung bei AMA Systems AG, geleitet von Frau Lea Ammann, hat er nüchtern gesagt. Ich denke, das ist eine vernünftige Formulierung. Es ist korrekt, habe ich gesagt. Und es ist genug. Die Türe von Dr. Drehtür hat wieder leise schwungen, die anderen US Genf sind in der Lobby schon. Der Moment war fertig. Wir haben uns gerade zu wenig weiter von Dr. Wand wegbewegt, in der Rolle, wo ich heute würde spielen, er als Partner von ihrer Privatbank, ich als Lieferantin von ihrer Softwarelösung. Im Sitzungszimmer habe ich die Folien aufgelegt, Kennzahlen präsentiert, Abweichungen erläutert. Die Fragen sind sachlich manchmal streng. Mein Vater hat nicht einmal US-Vatersicht eingegriffen. Er hat nur am Ende, wo es um die nächste Phase gegangen ist, nüchtern gesagt. US-Sicht von Doktor Geschäftsleitung spricht nichts gegen einen Ausbau. Ausser sie können die gleiche Qualität halten, Frau Ammann. Das Schömer habe ich gesagt. Mit klaren Bedingungen. Nach Doktorsitzung haben alle Hände geschüttelt. Die Genfer sind zurück zum Lift. Mein Vater ist im Moment zurückgeblieben, gerade vor Doktortüre. Lea hat er gesagt, nüchtern, aber ohne Distanz. Wenn ich im privaten Banking von Reputation rede, dann mich nicht nur Namen. Ich mit der Fähigkeit, langfristig verfügbar und verlässlich zu sein. Ich weiss, habe ich gesagt. Er hat kurz UF den Buchstaben an Dr. Wand gesagt. Das ist ein Anfang. Nicht, weil der Name am Mann dran steht. Sondern weil er heute nicht nur für mich, sondern für dich steht. Irgendetwas in mir hat sich ganz leise entspannt. Nicht grosses Happy End, keine Umarmung, keine pathetische Versöhnung. Aber eine nüchterne, stabile Grundlage. Dann machen wir beide bessere Arbeit, wenn wir das so lassen, habe ich gesagt. Er hat genickt. Wir sehen uns beim nächsten Quartal. Als Partner. Er ist zurück in Richtung Lift gelaufen. Vor er in der Drehtür ist, hat er sich nochmal umgedreht. Und Lea hat er noch schnell angefügt. Nächstes Ostern braucht es keinen Statusbericht. Nur das Datum. Das Schani organisieren, habe ich gesagt. Wie die Drehtür hinter ihm zu ist, habe ich kurz allein vor der Wand gestanden. Die Metallbuchstaben haben das Mittelicht reflektiert, nüchtern sachlich. Mein Herz hat keine Freudenschrei gemacht, nur ein ruhiger Schlag mehr als früher, wo irgendeine andere immer wieder definiert haben, was richtiges Geld und richtige Karriere sein sollte. Heute habe ich gewusst, es reicht, wenn die, wo wieder schon die Wand gehen und nicht fragen, wem das gehört. Sondern was wir für sie lösen. Und falls irgendjemand später sagen muss, wo ich gearbeitet habe, dann wird es nüchtern, aber klar sein, bei ihrer Firma, wo sie langsam etwas erarbeitet hat, statt es schenkt bekommen zu haben. Wenn dir so zurückhaltende, aber ehrliche Schicht über Familie, Geld und Identität fallen, vergiss nicht, ein Video Z abonnieren, Z teilen und Dr. Nächigicht nicht Z verpassen. Deine Rückmeldung im Kommentar hilft, dass noch mehr Leute so leise, aber wichtige Momente aus dem Leben von anderen miterleben.